Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2016 in der F1-Karriere, wo wir durch jedes F1-Game durchgehen, wo wir eine Fahrerkarriere machen können und somit auch noch chronologisch durch jedes Game durchgehen. Also beziehungsweise ab 2016 hat es angefangen, dass wir eine Fahrerkarriere starten können in den vorherigen Teil, also sprich, was war es, 14, 15. Dort ist es nicht gegangen, dort hat man einfach an bestimmte Fahrer auswählen. Es hat zwar, glaube ich, im 13. und 12. hat es, glaube ich, auch wieder gegeben, oder hat es noch gegeben. Keine Ahnung, wieso das ist nachher dazwischen rausgenommen, aber spielt auch keine Rolle. Wir haben jetzt mit dem 16. gestartet und gehen als nächstes in die 17 rein. Wir sind jetzt noch 3 Grand Prix entfernt davon, sprich jetzt kommt Mexiko, das nächste Rennen ist Brasilien und dann geht es so nach Abu Dhabi ins Saisonfinale rein. Und wir stehen momentan sehr gut da. Wir sind ja in der Konstrukteurwertung, nicht in der Konstrukteurwertung, sondern in der Fahrerwertung sind wir auf P3. Und in der Konstrukteurwertung weiss ich es nicht einmal, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das sind wir eigentlich fleissig immer am Punkt holen. Unser Teamkollege, der Nico Hülkenberg, weniger, aber wir sind auch hier auf P4, also sehr, sehr stark. Sind allerdings recht weit weg von der Scuderia Ferrari, also die werden wir nicht mehr holen, nehme ich jetzt mal schwer an. Da muss viel passieren. Und ja, wir haben noch ein Update reinbekommen, ein Motor-Update. Toro Rosso, die direkt hinter uns sind, haben auch noch ein Motor-Update reingehauen. Also die sind wieder ziemlich gleich auf wie wir. Ist schon noch krass, wie sich das Ganze verändert hat. Also Manor und Haas sind, glaube ich, etwa gleich. Nein, Haas ist mal 2 Positionen weiter oben gewesen. Also Renault hat recht aufgeholt, aber ist so, ja, Williams hat sehr viel verloren und McLaren Honda ist durch die Decke durchgegangen. Muss man einfach sagen, sie sind so viel stärker geworden. Sehr, sehr spannend. Und ja, wie spannend dass es jetzt wird hier in Mexiko, das werden wir gerade sehen. Ich gehe jetzt wieder wie immer ins Training rein und wir sehen uns dann wieder im Qualifying. Let's go! So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying hier in Mexiko. Ich bin das Training gefahren und ja, nicht so erfolgreich, sage ich jetzt mal. Also ich muss sagen, das Auto, es geht schon, aber es geht auch irgendwie nicht. Und plus ist Mexiko einfach auch gar nicht meine Strecke, bin ich ganz ehrlich mit euch. Also ich habe so viel Mühe auf dieser Strecke immer. Darum, ja, mal schauen, wo wir landen. Wir fahren gerade raus und versuchen eine schnelle Runde zu machen. Let's go! P8 nur. Muss schauen, wer vor uns ist. Das war nicht gut gewesen. Ja, Mexiko liebt mir einfach nicht. Okay, also vor uns sind zwar jetzt alles Autos, die auch schneller wären, rein theoretisch. Nein, bis auf den Toro Rosso. Der nicht. Okay, ich tue die Zeit vorspulen und fahre nochmal eine Lap. Es wäre eine viel bessere Zeit geworden. Ich habe mega viel Zeit im Mittelsektor leider verloren. P11, eventuell P10. Ich weiß nicht, was die Teamerwartung war, aber wahrscheinlich wird es P10 wieder sein. Das Qualifying. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Nico Rosberg startet mit seinem Silberpfeil von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Button, Max Verstappen und Räikkönen. Vettel, Alonso, Sainz Junior und Danny Quert. Ein Force India, Hülkenberg, Felipe Massa und Bottas. Gutierrez, Grosjean, Felipe Nasser und Kevin Magnussen. Ericsson und Haryanto. Jolyon Palmer und Pascal Wehrlein macht die Startaufstellung komplett. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, also, da schauen wir noch gescheit die Rennstrategie rein. Es bleibt trocken, zum Glück wird einfach noch ein bisschen bewölkt. Wir starten mit Softs, gehen dann nachher auf Supersofts starten wir und gehen dann auf Wir starten mit Supersofts und gehen nachher auf Softs. Jetzt haben wir es geschafft. In Runde 7 wird das Ganze passieren und wir nehmen wieder ein bisschen weniger Sprit mit. Ich glaube, das nehme ich nur für eine halbe Runde mehr mit. Weil wir starten immer eigentlich mit Fettgemisch und dann nachher fahren wir relativ oft mit Standard weiter und dann haben wir Überschuss. Und dann wird es lang. Also das sollte nicht so das Problem sein. Also, legen wir los. Let's go!
Bombenstart. Windschatten ein bisschen holen. Oh, shit. Herd verbremst. Die Scheiben McLaren sei, dass sie da vorne mitfahren. Unglaublich. Oder schlechter Grip gerade. Ja, der Vettel wieder einmal hinter uns. Red Bull hat keine Motorleistung, oder was? Krass. Wir fahren auf Standard gemischt. Oh. Das DRS wurde aktiviert. Hä, wieso sind die so langsam auf der Gerade? Unglaublich. Pattenau, richtiges Schneckentempo am Fahren. Okay, der Abstand zum Vordermann DRS, jetzt werden wir schnell werden. Mit DRS, Windschatten und Fettgemisch. Wow, 366. Oh, ich verbremse hart. Wow. Palmer ausgeschieden. dass wir eine gute alternative Strategie haben. Uiuiui. Es mit dem neuen Versuch. Okay, ich glaube, das war Berg. Ich habe viel durchgelassen. Hat sich die Kontrolle verloren. Geht in Ordnung. Oh, ich habe keinen Grip mehr auf der Räder. Diese Runde. So, Boxenstopp erledigt. Wir sind letzte Grad P21. Mal schauen, wie weit vorne dass wir kommen, wenn die anderen stoppen. Aber es ist mit denen einfach wirklich nicht mehr gegangen. Mal schauen, wie es mit den Softs läuft, ob es besser läuft oder schlechter. Oh, da kommen sie wieder aus der Box raus. Oh! Alter, ich habe einen Windschatten. Ich dachte, der Vettel ist ein bisschen schneller, ist er aber nicht. Oh, ich bin gerammt. Oh, ich bin weggetragen. Ich fliege ab. Ist alles in Ordnung? Das war heftig. Sag uns bitte. Oh mein Gott. Das schauen wir gescheit in der Wiederholung an. Wer hat mich gerammt? Das war der Massa. Ey, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das passiert so oft, dass KI gesandwiched wird. Und irgendwo ist noch ein Kwiat von wo kommt denn der her? Der ist da auch am Überholen gewesen. Der hat einfach kassiert. Scheiße. Hat der Hariant auch einen mitbekommen? Nein, er bremst einfach ab. Okay. Ja, aber weißt du, das ist so mühsam an dem Game, dass KI an mich das checkt und ihr hinten reinfahrt. Ja, scheiße. Das ist wirklich scheiße. Also, der Massaf hat mir hinten rein und da hängt sie und da zieht es mich über. Vettel voll abgenommen. Immer mit dem Vettel zusammen. Das ist schon bitter, immer mit dem Vettel zusammen. Wir sind immer noch P4 in der Konstrukteurwertung, Fahrerrangliste und P5 in der Konstrukteur. Da ist McLaren jetzt gerade um einen Punkt überholt. Ja, wird schwierig. Der Hülkenberg hat nicht so viele Punkte. Wenn ich keinen Punkt hole, der Hülkenberg ist recht keine. Naja. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, es war mit dem Rennen hier in Mexiko leider gedient. Aber ja, sagst du dann eben, wie gesagt, in Brasilien, das zweitletzte Rennen von dieser Saison. Und dann
ja, hoffen wir, dass wir dort ein bisschen besser werden abschneiden, was ich auch mal davon ausgehe, weil Brasilien liegt mir eigentlich wirklich noch relativ gut. Abu Dhabi wird dann wieder ein bisschen schwieriger werden, weil das ist das alte Layout und dort hatte ich echt immer auch ein bisschen einen Krampf drauf gehabt. Aber wir schauen mal, was passiert. Und falls euch die Episode gefallen hat von F1 2016 in der F1-Karriere, dann würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Episode. Und bis dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Tag. Macht's gut und ciao.